Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 4 Thieves End auf Pelzig. Ja, 15 Jahre später sind wir immer noch beim Job auf Malaysia. Zum Aufsteigen X gedrückt halten. Okay, wie weit ist es dann unter der Wasseroberfläche? Schon, Nate, was machst du? Zum Tauchen Kreis gedrückt halten. Okay. Na gut, 15 Jahre nach dem Gefängnisausbruch ist es jetzt her. Das scheint wohl vor den ganzen Ereignissen von Uncharted 1 bis 3 stattgefunden zu haben. Und nach den Erlebnissen von 1 bis 3 scheint er jetzt wohl wieder sich dem zu widmen, was er vorher gemacht hat. Das schätze ich jetzt zumindest einfach mal, weil wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das alles zusammenhängt, aber 15 Jahre ist ja schon gewaltig. Es könnte aber auch sein, dass das nur Uncharted 3 passiert ist mit dem Gefängnis. Und dass es jetzt 15 Jahre nach der Ereignisse von Uncharted 3 und so spielt. Das heißt, da müsste es schon mindestens 45 bis 50 sein, aber allermindestens. Weil ich schätze so Mitte 30 bei Uncharted 1 bis 3. Ja, müsste um die 50 jetzt sein. Ja, gucken wir mal. Gucken wir einfach mal, wie das aussieht. Okay, hier wird der ganze Sand aufgewirbelt. Da ohne ist noch irgendein... Ah, nee, das sind nur moderne Scheißdreck, Autoreife. Und so weiter und so fort. Da ist noch irgendwas untergegangen, irgendein Container. Ja, L3. Da ist er ja. Ich hab ihn. Okay, wie sieht er aus? Mitgenommen, aber intakt. Mhm. Okay, jetzt sehen wir mal hier auf. Was haben wir denn hier? Da ist bestimmt Okay, die... ich sehe die Fracht. Die meisten Kisten sind wohl noch da. Weißt du, wie viele? Dafür muss ich wohl reingehen. Warte kurz. Okay. Ist bestimmt irgendwas Interessantes wieder vom Henry Avery mit dabei. Okay, dann mal los. Okay. Also sehr hoher sehen wir jetzt mal nicht sehr grau aus. Könnte auch sein, dass das 15 Jahre vorher gespielt hat einfach. Vor Uncharted 1 bis 3 und der das jetzt noch Uncharted 3 in Angriff nimmt. Okay. Morgen, Leute. Okay, bin drin. Sieht aus, als sei der Großteil noch festgeschnallt. Okay, was will man dann durch Shanners? Mal sehen, da sind 1, 2, 3. Nach meiner Rechnung fehlen uns 2 Kisten. Ich werde sie suchen. 2 Kisten fehlen. Komm lieber erstmal hoch und füll deine Flasche auf. Die Kisten müssen in der Nähe sein. Ich schaff das. Okay. Der Herr Truffgänger. Was haben wir da noch? Ja, da ist noch eine Kiste. Hab eine. Na, alla raus damit. Mit der Dreieckstaste. Die Kiste steckt unter dem Anhänger fest. Hör zu. Sicher erstmal die andere Kiste, dann heben wir den Anhänger für dich an. Okay. Deswegen bekommst du das große Geld. Ja. Okay, mit wem ist er dann da auch unterwegs? Ach, das wird mich mal interessieren. Jetzt gucken wir uns aber mal erst in der Umgebung hier um. Wenn die Endkiste schon dort steckt, die müsste da ohne drunter gestopft sein, dann müsste die andere ja eigentlich auch nicht allzu weit entfernt sein, oder? So weit kann die Kiste nicht weg sein. Ja. Allzu weit kann sie nicht sein. Wenn es im Container schon any ist, gucken wir uns mal auf der anderen Seite um. Und nicht, dass der uns ja absäuft vor lauter Wagemut. Heieiei. Okay. So weit wird es wohl auch nicht gewesen sein, ne? Etwas schwierig. Tauchen wir mal ein bisschen hoch. Aber war nix. Ich gucke mich jetzt trotzdem noch mal Etage höher hier um. Dass da irgendwo was verstopft liegt. Nee. Ach ja, immer dieses Suchspielchen. Ah, dahinter. Dahinter sehe ich doch was. Okay. Da ist er runtergekracht. Die andere Kiste. Da war es nur noch eine. Zum Hochheben wiederholt X drücken. Wir sind schon fast Okay. bei dir. Okay, bis gleich. Okay, gut. Blatsch. Okay, nochmal. Nicht so hoch, Nate. Wir wollen da reinwaschler. Und dann kannst du das Ding da reinkippen und dort platzieren. Na, aller hopp. Super Sach. Eine Kiste gesichert. Gutes Timing. Wir sind direkt über dir. Wir lassen das Seil runter. Perfekt. Dann machen das mal. Dann zerr ich mal hier das Ding raus wieder. Oder muss ich dafür erst rausgehen? Könnte ich mir auch vorstellen. Und nach unten.
Jupp, da sind sie. Kann ich das bestimmt doch irgendwie festmachen? Muss ich ja wohl. Die treffen es wahrscheinlich nicht von sich aus. Okay, ist in Position. Mhm. Leg den Anhänger dran. Okay. Heb ihn ein Stück an. Okay, hab das Seil. Ich versuche es um eine der Achsen zu schlingen. Das sollte gehen. Yep. Okay. Das war ja irgendwie klar, dass das nur so geht. Weil die treffen es bestimmt nicht von dort over aus. So, zack. Na, machst du es fest, Nate? Nate? Nate. Ich sehe es doch, dass es da ist. Da ist doch eine Achse. Nate. Nate. Dann wasch dich halt so außen rum. Okay. Ah, ich muss tatsächlich eine Ehre-Runde drum drehen. Achte auf deinen Sauerstoff. Jo. Das passt schon. Bin ja mal gespannt, ob wir noch des Öfteren so Tauchpassagen haben, wo wir dann wirklich auf Sauerstoff achten müssen. Okay, dann machen wir jetzt hier nochmal die Ehrenrunde außen rumten. Und dann machen wir es fest. Datsch. So, dann hebt's mal an. Okay, Anhänger gesichert. Los geht's. Okay, mach Platz. Wir heben ihn an. Okay. Na dann, ruft ihr mit. Lloyd? Oder soll ich da wieder zu der Lücke gehen? Wo das Ding drin war. Ne, ich glaube, die wollen es jetzt wirklich hochheben und ich soll da aus dem Weg. Okay, dann schwimmen wir mal ein bisschen weiter weg. Ich bin soweit. Und hoch damit. Hui, okay, krass. Okay. Reicht das? Jo, natürlich. Lass sie nur nicht fallen. Das ist mal ein Tauchgang mit Stil hier. Wir werden sehen. Okay, jetzt heben wir das wieder mit XA Ich hab die andere Kiste. und packen es dann wieder, Den anderen fest. genau, packen es wieder zu der anderen Reihe und sichern dann die Ladung. So machen wir das. Zack. Hat ein bisschen was von Lagerarbeitssimulator, wie ich finde. Wareneingangssimulator. Ach Gott, ich habe mal als Ferienjob in einem richtigen Wareneingang geschafft. Also das brauche ich dann nicht nochmal als Simulator. Da war ich 16, ja. Ach, schon 13 Jahre her, als ich den Job gemacht habe. Krasser Scheiß. Fertig. Die Ladung ist komplett und erfasst. Okay, Ich hab noch Sauerstoff für 5 Minuten. perfekt, oder? Ah, Bleib Geber. doch noch ein bisschen unten. Vielleicht findest du noch ein paar andere Schätze. Nein, danke. Willst du mit? Ah jo, Gerne doch. kann ich mich Sag da mir, wenn du bestimmt, am Seil hängst. genau, kann ich mich da bestimmt drauf stellen. Okay, ich bin bereit. Hol mich heraus. Ist gemacht. Und So. aufwärts. Wunderbar. Wenn wir jetzt noch von irgendwas angegriffen wären, ist das ein perfekter Tag. Boah, geil. Was für eine Schönheit. In einem Fluss? Oh, besser seit ich aus dem Fluss raus bin. Ich werde eine Woche lang Fisch nehmen. Krass. Okay. Wir kommen zu dir. Warte. Und ich habe gedacht, wir wären irgendwo im Meer. Ja, geil. Was geht so, Jungs? Ah, Jungs. Hoffentlich verroten an mich nicht. Hoffentlich seid ihr Loyali Crew. Und wer ist da dabei hin? Sag bloß, da steht es Sully, aber ich glaube sie ja nicht. Der etwas anderes sah als den graue Harzug, den hier alle tragen. Naja, sieht noch jung aus, nicht wie 50. Maximal 40, den ich ihn schätze. Ja, ich freue mich auch. Wirf die Ausrüstung her. Bitteschön. Danke. Mhm. Oh, der Tank ist echt leicht. Erleichtert dir nur die Arbeit, oder? Woher kenne ich denn Dempsey Stimmen? Irgendwie kommt die mir auch vertraut vor. Okay, die laden schon kräftig aus. Das war der langsamste Tauchgang, den ich ertragen musste. Aber mit denen kann ich sogar retten. Moment, ich bin überwältigt. Weißt du, was mich überwältigt? Dein Gestank. Halt die Schnees, du Keine Gesicht. Ahnung, Mann. Mir gefällt's. Erinnert mich an deine Mom. Echt fies, Mann. Das werde ich ihr auch sagen. Mach das mal. Okay, das ist jetzt auch eine geile Erneuerung, dass ich mit den Leuten mal retten kann. Das ist cool. Das gefällt mir schon sehr gut. Okay, da kommen wir jetzt aber nicht reingewurstelt. Also da sind die Arbeiter am Schaffen. Da kann ich jetzt nicht hier. Mit dir könnte ich eventuell sprechen. Ja, mit dir kann ich sogar sprechen. Und mit dir ohne Ach? Nee. Aber mit dir kann ich retten. Ja, da muss ich aber zu dir hoch. Eine Sekunde. Okay, dann was sagst du zu Sarah?
Wie machen wir uns? Was denkst du? Vollständige Bergung? Vollständig. Neben dir wirken wir armselig. Ich lasse euch gut dastehen. Ja, überall, wo der dabei ist, steht jeder gut da, ne? Weil das ist Nathan Drake. Und wir haben hier, wir haben eine antike Spielhallenmarke gefunden. Okay. Ich habe jetzt gedacht, irgendeine antike Münze, aber nee, Spielhallenmarke. Na gut, das könnte ich mir sogar wirklich auf so einem Schiffel vorstellen. Aber ich glaube, ich habe dort 3 Dinger verpasst. Das finde ich jetzt nicht so schön. Das ist sehr schade. Also auch mit der Schätze muss ich sagen, sind sie hier logischer Umgange bisher. Bisher hat alles definitiv seinen Sinn und seine Berechtigung. Wo was lag. Küste war er oder so? Hey, wie lange dauert das denn noch? Wir haben das Ding gerade aus dem Wasser gezogen. Geben Sie uns eine Stunde. Drücken Sie auf die Tube. Hier müssen Frachtschiffe durch. Keine Sorge. Okay. Arsch, genau. Ach, das ist dann die hier gewesen. Ja, okay, mit der kann ich aber leider nicht sprechen. Kann ich mit euch sprechen, Buwe? Reden wir später drüber. Mein Held. Na komm, mal sehen, was du hast. Kapitän hier von dem Schiff? Hey, lass doch nächstes Mal jemand anderen vor. Du brauchst eine Pause. Ah, was? Das ist Nathan Drake, der braucht nie eine Pause. Okay, dann gehe ich dem jetzt mal noch, aber auf der anderen Seite, weil ich will hier irgendwie auch keine Schätze mehr verpassen. Es ist so schade, dass ich anscheinend schon 3 verknödelt habe. Ah, schade. Jetzt will ich aber auch wissen, was da drin ist. Brechen wir es doch mal auf. Und? Wärst du dann so frei? Andere antike Spielhalle-Marke noch mit dabei, oder? Ja, klar. Das fand ich jetzt eher witzig, den Schatz, um ehrlich zu sein. Okay, knacken wir's mal. On. Wie sieht's aus? Was ist drin? Waschzug vom Ackermanns Heinz. Wow. Sieh dir das an. Das ist Kupfer. Mhm. Bringt auch Geld. Du wärst überrascht, wie viel das Zeug wert ist. Ja. Der Kunde zahlt gutes Geld für den ganzen Kram. Oh ja. Willst du es nicht lieber zu Pennies einschmelzen? Na komm, gehen wir feiern. Die erste Runde zahle ich. Mit euch Also- um die Häuser ziehen? Nein, 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 nicht ohne Gefahrenzulage. Wenn es euch nichts ausmacht, erledige ich schnell den Papierkram und zisch ab nach Hause. Ein andermal gern. Okay, ich habe Okay, jetzt schon wie gedacht, du dass willst. irgendwas vom Avery hier Gute wäre. Arbeit heute. Danke. Hab echt gedacht, die wären wieder auf der Suche noch um Avery sein Zeug, aber Kupferdraht, okay, das ist auch scheiß viel Kohle wert. Wenn man das an einen Schrotthändler verkauft, Kupferdraht, deswegen sind auch viele verlassene Gebäude und so an der Wände ausgerupft, weil die Leute den Kupferdraht rausreißen, denn der ist echt was wert, ihr liebe Leid. Hey, hey, Nate. Nate, warte mal. Hey, was machst du denn hier? Ich habe ein Geschenk für dich. Geschenk? Was ist das? Ich habe Nachricht von meinem Kontakt über dieses Wrack vor der Küste von Malaysia. Mhm. Das Schiff ist intakt. Ja, Die Fracht wartet nur auf uns. du lässt nicht locker, das muss man dir Und? lassen. Das Geld für die Ausrüstung ist auch gesichert. Wir sind startbereit. Bis auf meinen besten Mann. Der Mann, dem ich vertraue. Der Einzige, er hat kalte Füße. Meine Füße waren noch nie warm. Sag mal, dieser Kontakt von dir, hat er die Genehmigung? Nein, er hat sie Na, nicht. Okay, niemand hat eine verdammte Genehmigung. Natürlich. Aber Nate, das ist doch zu unserem Vorteil. Keine Genehmigung heißt keine Konkurrenz. Das Schiff gehört nur uns. Keine Genehmigung heißt keine Bergung. Nate, mit dem Geld hätten wir ausgesucht. Ist er jetzt plötzlich auf der Und zwar offiziellen wir Schiene, beide. der Nate? Okay, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich will nicht noch mit 60 Bergungen machen. Du etwa? Besser als Gefängnis. Hör zu, ich muss ablehnen. Und das solltest du auch tun. Pass auf, nimm's einfach mit. Mir zuliebe, Ich okay? ändere meine Meinung nicht. Schadet ja nicht drüber zu schlafen, oder? Grüß Carla und die Kinder von mir, Mach okay? ich. Kein Druck, Nate. Aber denk drüber nach. Wundert mich, dass der auf einmal so offiziell ist. Und nicht der Schatzsucher-Typ. Hier hast du echt gute Arbeit geleistet. Okay, das ist wieder ein Dokument, was wir uns angucken können. Ich mag mal reinzoomen und gucke, was wir da haben. Nee, da sieht man aber das Schiff auf einer Das Suchgebiet Fotografie von Over. Das wäre ein Wahnsinnsfund. Mhm. Okay. Na dann, ich vertraue dir mal. Scheiße. Nein, niemals. Du kommst zu den anderen. Scheint ihr wohl genug Angebote kriegt zu haben. Okay, ist seine Wohnung hier.
Viertens, ein normales Leben. Ich bezweifle, dass das so bleiben wird. Heieiei. Da steckt mal wieder irgendeine Grott in der Gurgel. So, was haben wir dann durch? Das Ich hab mal deinen großen Bruder bestiegen. Ach ja, aus Uncharted 2 war das, glaube ich, die Göttinnen-Statue, ne? In der Stadt in Nepal müsste es gewesen sein. Ja, geil. Das war einer von den Schätzen, die er, glaube ich, erbeutet hat. Cool. Würde mich interessieren, ob der von der Engine dann auf meine alten Spielergebnisse zurückgreift. Nicht, dass ich das Ding wohl eigentlich nicht gekriegt habe. Als Schatz. Ein Schädel. Yep. Eines der seltsameren Dinge, die ich gesammelt habe. Den habe ich nirgendwo gekriegt. Also an den hätte ich mich, glaube ich, erinnert. Aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ihr liebe Leute. Aber ich glaube, den Schatz habe ich nirgendwo gesammelt, oder? Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ja, komm, geh fort. Zurück mit dir. Okay. Da haben wir noch irgendwas? Eine spanische Dublone aus Mhm. einem deutschen U-Boot. Genau. Mitten im Dschungel. An die erinnere ich mich noch aus Uncharted Ends. Schönes Teil. Sehr, sehr schönes Teil. Wäre auf jeden Fall was wert. Ich habe echt gedacht, noch jedem Uncharted, dass der seine Schätze, die er so findet, verknüppelt irgendwo auf dem Markt. Aber anscheinend nicht so wirklich. Anscheinend behält er ein paar Dinge. Ach, das Tagebuch von Francis Drake. Sir Francis Drake opfert sich für Sully. Genau. Dass Sully hat im Ensayo dort die Kugelrei kriegt. Wir gucken uns erstmal auf der anderen Seite an. Da ist nichts Interessantes, aber das Objekt gucken wir uns an. Sieh uns nur an. Sully, Elena und Nate. Cool. Sehr cool. Ich bin mal gespannt, ob die nochmal wiederkommen. Und ich hoffe definitiv auf Sully und Elena. Die Chloe ist mir eigentlich eher recht wurscht, um ehrlich zu sein. Die mag ich nicht so besonders. Der Cutter fände ich auch wieder ganz cool, wenn der mit dabei wäre. Und der Sam, ich hoffe, dass der das Gefängnis überlebt hat und dass der auch wiederkommt. Der war auch ganz cool. Shambhala. Genau, das war im zweiten Teil Shambhala. Fehlst mir, Kumpel. Ach ja, genau. Den Sherpa, der mal Captain als Kumpel. Nate und Tenzin. Genau, Tenzin hat der Käse. Der war cool, den habe ich auch gemocht, der Tenzin. Das war auch so ein Abenteurer und Schatzsucher und Sherpa. Sehr cooler Typ, definitiv. Da hat er ja auch eine Zeit lang mit der Elena noch gelebt in dem Dorf anscheinend und hat wohl auch mit dem Tenzin noch ein Bild gemacht. Finde ich sehr schön von ihm. Dieses Zeug sind so viele Männer gestorben. Ach, das war vom Shambhala-Stein, ne? Dieses Harz. Ja, uns leuchtet immer noch, wenn man es schüttelt. Geil. Ja, vom Shambhala-Stein. Höchstwahrscheinlich. Oder das Harz, was er in Shambhala gefunden hat. Geiler Scheiß. Richtig geiler Scheiß. Sir Francis und seine raffinierten Rätsel. Genau, das kennen wir noch aus dem dritten Uncharted. Das finde ich auch sehr, sehr cool, dass sie hier so einen Nostalgie-Moment einlegen. Gefällt mir auch sehr gut. Finde ich sehr schön von Naughty Dog, dass man sich hier nochmal an 1 bis 3 erinnern kann. Sehr geil. Also Leute, die es nicht gespielt hätten, wüssten damit nichts anzufangen. Ich persönlich muss echt sagen, das mache ich jetzt erst noch nicht, weil das hat jetzt mit dem 4. Teil zu tun. Ich bin so froh, dass ich wirklich der Weg ist das Ziel gewählt habe und Uncharted 1 bis 3 vorher Let's Played habe, damit ich mich hier richtig schön auf den 4. Teil habe vorbereiten können. Iram of the Pillars, das ist auch noch aus dem 3. Teil. Das Atlantis der Wüste, Iram. Royal Inn, das können wir aber auch lesen. Hi Nate, wie geht's? Ich habe meinen wie geht's vor allem, wie geht's? Ich habe meinen üblichen Unfug getrieben. Nichts Großes, aber genug, um die Heizung am Laufen und das Weinregal gefüllt zu halten. Ich habe Wind von einer Sache bekommen, die genau das Richtige für dich sein könnte. Solltest du deine Meinung jemals ändern, wäre ich immer zu einem kleinen Ausflug bereit. Liebe Grüße von Chloe. Ach, schön von dir. Sri Lanka. Okay, von Sri Lanka hat sie geschrieben. Sehr schön, Dankeschön. Auch ein schönes Artdenken von Chloe, vielleicht auch vom Charlie, vom Cutter. Nicht mehr wirklich mein Stil. Nicht wirklich dein Stil. Es ist doch genau dein Stil, so prunkvoller Scheißdreck, so Protze, Scheiß. Okay, da haben wir aber auch noch so Pirate-Gürtelschnall. Jetzt mal ohne Scheiß, sind es die Gürtelschnaller von Uncharted 1 bis 3? Im Ensa hat er, glaube ich, die Pirate-Gürtelschnall getragen. In 2 könnte er dann das Hufeisen getragen haben und im 3. dann die aufgehende Sonne. Das würde mich interessieren. Ich glaube aber, das ist von Uncharted 1 bis 3. Die Gürtelschnaller. Sehr geil. Ja.
können wir jetzt hier nochmal ein bisschen Unfug treiben. Spielzeugwaffe. Okay, tatsächlich. Zack. Geil. Okay, da können wir auch nochmal. Ja, jetzt kann er noch ein bisschen spielen damit. Nimm das. Und das. Ist auch ein sehr geiles Tutorial, wie ich finde. Sehr geiles Tutorial, um jetzt nochmal in die Waffe reinzukommen. Hab dich. Das ist echt sehr cool, wie ich finde. Zack. Jetzt laden wir nochmal noch. Okay, da kommen wir nicht dran. Laden wir noch nicht. Ach, mit Dreieck war das noch Lader. Ne, den doch nicht. Was haben wir denn hier? Haben wir nochmal Munition. Wie ein Profi. Ist gut. Trophäe erhalten. Ich hab's noch drauf. Geil. War ja klar, dass die Spielerei. Ja, bin gleich da. Ach, sowas hot. Okay, wir legen das Ding jetzt wieder zurück. So, Schluss mit den Spielchen. An. Jetzt mag ich mal aber die Kiste noch angucken. Ich habe nämlich das Gefühl gehabt, dass es dann weitergehen könnte, ne? Wenn ich mir das jetzt angucke. Erstmal auf der anderen Seite angucken. Ne, geht leider nicht. Aber das Objekt kann ich mal nochmal hier angucken, was drin ist. Wahrscheinlich ein Bild vom Sam, oder? Nein. Das mag er sich jetzt wohl nicht angucken. Okay. Kann ich verstehen. Ja. Danke für nichts, Dismas. Hinne, ja. Faktis Recipimus. Recipimus, so rum. Quatsch. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen in der Vergangenheit geschwelgt und haben nochmal so einen schönen Einbruch gemacht in die Flusswelt von Malaysia. Wobei das auch was Offizielles ist. Also er versucht sich wohl hier wirklich was Schönes aufzubauen. Ah, hier ist noch was. Okay. Ah, er hatte Dachbodenwohnung. Na gut. Dann die Sache. Das normale Leben führen wir in der nächsten Episode fort von Let's Play Uncharted 4 A Thief's End auf Pelzig. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis morgen. Iron Yankee.